Herzlich willkommen beim grossen Finale vom Audio-Adventskalender und der Geschichte «Der perfekte Weihnachtsbaum». In dieser spielt die Nordmannstanne Tanja die Hauptrolle. Sie war gerade dran, am Teddy, einer etwas frechen Blaufichte, Gegensteuer zu geben, nachdem der Tanja einmal mehr plagen. Aber dann haben die beiden plötzlich Menschenschritt gehört. Wie diese ganze Geschichte ausgeht, das hören wir uns jetzt doch gerade zusammen an. Viel Spass! Die Schritte sind immer näher gekommen und plötzlich sind die Personen, ein Bub und sein Papi, vor der Tanja und dem Teddy gestanden. Der Vater war leicht ausser Atem, hat sich vorne rausgebückt und sich mit seinen Handflächen auf die Knie abgestützt. Als er seinen Schnuff wieder ein bisschen gefunden hat, meint er zu seinem Sohn: Ich weiss, du suchst den perfekten Baum. Und ich weiss auch, dass ich dir versprochen habe, dass man den findet. Aber wir sind jetzt schon über 2 Stunden unterwegs. Der Vater hat bereits schon überlegt, ob er seinem Sohn vorschlagen soll, mit ihm bei einem von diesen Tannenbaumverkäufen vor einem Baumarkt vorbeizugehen, obwohl er genau gewusst hat, dass für seinen Sohn ein richtiger Weihnachtsbaum direkt vom Wald in die Stube gehöre. Seinem Sohn diesen Wunsch möglicherweise nicht zu erfüllen, diesen Gedanke hat dem Vater schon ein bisschen Bauchweh gemacht. Aber plötzlich bricht es aus dem Kind raus. Der Tanne ist perfekt, das ist unser Weihnachtsbaum. Juhu! Der Teddy hat inzwischen sein Siegerlächeln, das er seit Jahren eingeübt hat, aufgesetzt und Tanja kurz angestupst. Eine schöne Rede hast du gehalten. Aber ich muss jetzt halt gleich los, hat er in seiner gewohnten Art zu der Tanja gemeint. Tanja hat ja schon damit gerechnet, dass der Teddy früher oder später ausgesucht wird. Aber sie hat sich erhofft, dass sie vielleicht gleich etwas in ihm bewirken konnte mit ihren Worten von vorher. Wenigstens, dass der Teddy im Moment vom Triumph vielleicht ein bisschen netter gewesen wäre. Dem Vater vom Bub ist gefühlt eine Last so schwer wie ein Berg abgefallen. Er hat gestrahlt wie ein Sünneli und ist mit grossen Schritten auf den Teddy zugegangen. Der soll es also sein. Autsch, der stupft aber ganz schön. Aber hey, der ist wirklich perfekt. Aber der Bub hat nur den Kopf geschüttelt und grinset. Nein, Papi, doch nicht der Baum, sondern nebendran. Der Papi vom Bub war irritiert. Bist du dir sicher, mein Sohn? Der hat doch einige kahle Stellen. Unten lampen ein paar Äste ziemlich runter und oben hat es 3 Spitzen. Ja, perfekt. Wir wissen doch nie, welche Spitze Luft tun. Diese Frage erübrige sich mit 3 Spitzen. Und die kahlen Stellen sagen super, um den Schmuck anzuhängen, den er bastelt hätte. Bei anderen Bäumen hätte der nie so schön hängen. Und die paar Äste, die noch ein bisschen runterlampen, das sage ich doch Natur. Der Bub hat gemeint, dass man sonst ja gerade einen künstlichen Baum nehmen könnte. Diese Argumente haben am Vater eingeleuchtet. Das ist in dem Fall wirklich der perfekte Baum. Aber du weisst, holen können wir erst morgen. Die Mami hat gesagt, sie will ja dabei sein. Mit strahlenden Gesichtern haben der Bub und sein Vater gemeinsam eine Schleife um den Stamm der Tanja gebunden und sind zusammen vom Wald heimgelaufen. In der Zwischenzeit hat Tanja die Schleife an ihrem Baum voller Stolz betrachtet und sogar ein Freudentränchen verdruckt. Sie soll also tatsächlich zum richtigen Weihnachtsbaum werden und schon morgen in die Wohnung vom Bub, seinem Vater und seiner Mutter geholt werden. Das Ganze hat sie extrem gefreut. Nach einem Zeitchen hat sie zum Teddy übergeschaut. Er hat ganz einen starren Blick drauf gehabt
So einen Blick hat Tanja beim Teddy noch nie gesehen. Teddy, ist alles gut bei dir? Aber auch nach mehrfachem Nachfragen hat der Teddy keine Antwort gegeben. Nebst dem starren Blick war auch die Stille beim Teddy etwas, das Tanja nicht gekannt hat. Der Tag ist vorbeigezogen und Tanja hat gedacht, dass sie morgen vor dem Weggehen nochmal versuche, mit dem Teddy zu reden. Als sich Tanja hat zum Schlafen bereit machen, stupst sie plötzlich den Freddy sanft an. Liebe Tanja, ich habe mit riesiger Freude beobachtet, wie du für ein Weihnachtsfest bei Menschen ausgesucht worden bist. Ich gratuliere dir ganz herzlich. Auch wenn das natürlich bedeutet, dass ich durch das eine super Mitorganisatorin fürs Waldfest verliere. Das Waldfest? Das hat Tanja völlig vergessen. Sie hat plötzlich ein schlechtes Gewissen bekommen. Danke, Freddy. Deine Gratulationen schätze ich besonders fest. Aber jetzt, wo du das Waldfest erwähnst, weiss ich gar nicht, ob ich mit gutem Gewissen gehen kann. Ich lasse dich jetzt sozusagen ja fast ein bisschen im Stich fürs Fest. Und dich, lieber Freddy, will ich also auf keinen Fall enttäuschen. Und irgendwie tut mir auch der Teddy leid. Er hat heute gemeint, er werde ausgesucht. Seither redet er kein Wort mehr. Der Freddy hat Tanja beruhigen. Tanja, du bist die letzte Tanne, die mich enttäuschen könnte. Ich kenne nur wenige, die es so fest verdient haben, zum Weihnachtsbaum zu werden wie du. Fürs Waldfest steht ja schon fast alles. Durch deinen Einsatz haben sich nämlich noch viele weitere Helferinnen und Helfer gemeldet. Du hast vielen Bäumen im Wald, die an sich gezweifelt haben, neuen Mut geschenkt. Wegen dem Teddy. Auch der wird sich wieder beruhigen. Und übrigens, der Bub, der dich ausgesucht hat, der hat so dermaßen gestrahlt, als er dich gesehen hat, der rechnet ganz fest mit dir. Du wirst an dem Fest nicht nur einfach Dekoration sein, sondern ein wichtiger Teil der Feier. Zudem mag ich zwar schon ein bisschen alt sein, aber technisch bin ich auf dem neuesten Stand. Ich habe sogar Videotelefonie. Einmal mehr hat Tanja gedacht, dass der Freddy recht hat. Sie hat gewusst, dass sie die ehrenwerte Rolle als Weihnachtsbaum verdient hat und sich ihre Freude nicht trüben lassen. Auch Anita, eine Tanne, die wie der Freddy ebenfalls zu den bekanntesten Bäumen vom Wald zählt, hat Tanja gratuliert. Tanja, ich freue mich so fest für dich. Ich habe schon immer gewusst, dass irgendjemand in dir mal den perfekten Weihnachtsbaum sieht. Du wirst das Weihnachtsfest von dem Bub und seiner Familie unvergesslich machen. Geniess das so richtig, du hast es dir so verdient wie kein Zweite. Und ich sorge schon dafür, dass der Freddy mit all dem klarkommt. Das mache ich nämlich schon seit vielen, vielen Jahren. Hat Anita der Tanja zuzwinkert. Am nächsten Morgen hat Tanja dann nochmal versucht, mit dem Teddy zu reden. Aber auch das Mal hat er nicht geantwortet. Dann war es plötzlich so weit und der Bub von gestern ist mitsamt Mami und Papi in den Wald gekommen, um Tanja zu sich heimzunehmen. In der Stube der Familie angekommen, hat Tanja ihr Herz höher geschlagen. Es hat geschmückt nach Mandarinli und Nüsse. Auch Gutzli-Duft war zu schmecken. Und allgemein war die ganze Wohnung schon festlich dekoriert, mit ganz vielen Lichtli und Weihnachtsschmuck. Und mit jedem Tag, wo Weihnachten näher kam, ist es noch ein dicker, festlicher und heimeliger geworden. Zum Fest war dann auch die erweiterte Familie vom Bub eingeladen. Grosseltern, Cousins, Freundinnen und Freunde, die Familie schon länger nicht mehr gesehen hat. Alle sind sie um Tanja herum versammelt. Es ist gesungen und tanzt, gegessen und getrunken, geschenkt und beschenkt worden. Tanja hat sich ihr Weihnachtsfest seit klein auf zwar immer wieder im Kopf durchgespielt, aber dass es so schön könnte werden,
hätte sie sich nicht mal im Traum vorstellen können. Während gerade ein weiteres Weihnachtslied angestimmt worden ist, haben Tanja ihre Äste leicht vibriert. Als sie den Videoanruf von Freddy annimmt, hört sie, wie auch die Bäume im Wald singen. Und nicht nur die Bäume scheinen es gut zu haben. Die Eichhörnchen, die Rehe und die Hasen schwingen nämlich das Tanzbein. Wo der Freddy plötzlich im Bild erscheint, meint Tanja: Wow, Freddy, da ist es unglaublich toll. Und wie ich sehe, geht es auch bei euch richtig rund. Schöne Weihnachten, Tanja. Es freut mich, dass es dir gut geht. Ja, auch wir sind hier ganz ordentlich am Geniessen. Tanja war beruhigt, dass auch im Wald eine gute Stimmung herrscht. Aber etwas hat ihr noch keine Ruhe gelassen. Hast du noch etwas vom Teddy gehört? Ist er auch noch ausgesucht worden? Hat sie den Freddy gefragt. Ach, Tanja, der gute Teddy hat bis vor 2 Tagen mit gar niemandem geredet. Doch dann hat sich das geändert. Dann hat er sich von euch verabschiedet, um an ein Weihnachtsfest zu gehen. Der Freddy hat grinset. Nein, er hat sich bei allen entschuldigt und hat gemeint, du hättest ihm eine Lektion beigebracht, dass er lieber einen glücklichen Trostpreis bei uns als eine Fehlbesetzung an einem Menschen-Weihnachtsfest sei. Tanja hat gelächelt, sich vom Freddy verabschiedet und realisiert, dass schlussendlich alle zufrieden sind. Sogar der Teddy. Ich hoffe, auch du bist heute zufrieden und hast Freude an der einen oder anderen Geschichte von diesem Adventskalender gehabt. Mir hat es richtig Spass gemacht, dich durch die Vorweihnachtszeit zu begleiten. Ich wünsche dir und deinen Liebsten ein wundervolles Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht hören wir uns ja nächstes Jahr wieder.